legen Sie beim Aussteigen an die Hand unter Reisegepäck. Die Leute fragen immer, Pat, was hast du eigentlich am 27. Ah, das habe ich glaube schon gesagt. Oh fuck, ich habe das Vloggen völlig verlernt. Die Leute fragen mich immer, Pat, was hast du eigentlich am 29. April 2017 gemacht? Ui, das wird lustig. Ich sehe aber später wieso. Jetzt muss ich zuerst mal schnell... Oh, voll verkackt. Das sehen wir aber später, weil jetzt muss ich zuerst mal schnell... Ramen-Nudeln essen. Oh. Gestern hat es da noch ein bisschen geraupelt. Am Morgen hat es scheinbar sogar noch Schnee in der Stadt. Und heute ist einfach wieder Sommer. Es ist mega Aprilwetter. Was ich eigentlich will sagen, ich fahre jetzt schnell am Flughafen raus und treffe mich dann dort im Zug mit jemandem. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn finden. Hallo, jetzt sehe ich endlich mal in Real Life. Das ist der Lionel. Sehr. Doch, du bist sicher mega berühmt. Nicht, dass ich wüsste. Bist du noch nie erkannt worden? Doch, kommt auch mehr vor, aber... Machen wir nachher noch ein Selfie zusammen für Instagram. Jetzt sehen wir es gerne. Ich habe mir Frauenfeld grösser vorgestellt. Was ist dein erster Eindruck zu Frauenfeld? Ja, wo sind die Frauen? Schau, da ist es. Willst du gerade mit uns mitmachen? Der Lionel und ich sind jetzt zusammen in Frauenfeld. Wir haben uns alles viel grösser vorgestellt. Das ist wirklich, das ist nichts. Schau mal, das ist alles so... Der Lionel ist übrigens super vorbereitet. Er muss etwa 5 Minuten vor dem Drehbeginn noch Fragen überlegen. Ja, das mache ich immer so. Wir haben jetzt gerade Vorbereitungen getroffen und jetzt suchen wir Leute, die geile Antworten geben. Die Fragen sind knaller. Ich sehe es dann etwa ein paar Wochen beim Lionel auf dem Kanal. Wer ihn nicht kennt, wer kennt ihn nicht, Mann? Ich mache jetzt eine Double-Cam-Action, aber schau. Oh, jetzt stehen wir noch auf der Straße. Aber es sieht wirklich schön aus. Also das kann man sagen, Frauenfeld sieht schön aus. Es sind einfach keine Leute. Ja, es ist wirklich wie ausgestorben. Es ist ein bisschen wie dieser Scientology-Shisha. Halt! Wolltest du ein Interview geben? Einsam und allein. Komm zurück! Wir hocken hier jetzt in einem Döner in Frauenfeld und da ist einfach nichts los. Also nicht nur in diesem Laden, ganz abgesehen davon, dass wir auch die Einzigen sind, glaube ich, die heute da sind. Aber in dieser ganzen Stadt ist einfach nichts los, da ist niemand. Das ist so klein da, das Frauenfeld. Heimat im Thurgau, unser Leben bis wir sterben im Thurgau. Man muss dazu sagen, er ist bis jetzt der Einzige, der den Song kennt. Nicht mal ich habe ihn kennt und die Jungs von vorher, die wir gerade kannten, die haben ihn nicht kennt. Ja, er hat ihn schon mal gehört, aber er hat keine Ahnung, wie er geht. Nicht so viele Leute jetzt da. Nein, wirklich. Los. Hey, du musst jetzt noch schnell in mein Video. Und zwar, ja, du kennst mich sicher, ich bin der alles Pat. Du kennst mich sicher. Du in der Videobeschreibung verlinkt. Was schaust du sonst so für Schweizer YouTuber? Gibt es noch andere Schweizer YouTuber? Es ist jetzt schon bald kurz, 5:30 oder so ist es. Wir sitzen da immer noch. Thurgauer sind einsilbig. Ja. Die antworten mit Ja und Nein, mehr nicht. Bist du Thurgauer geworden? Du bist ja. Nein, ja. Schau, wir stehen wieder am Bahnhof, das ist Gleis 11. Wir sind hier in Frauenfeld. Da vorne hat es 3 Gleise, nämlich Gleis 1, 2 und 3. Checkt voll niemand, Mann. Wir haben es entdeckt. Es ist dort, mitten auf so einem Platz. Der fährt einfach irgendwie mitten auf der Straße ein Zug scheinbar. What the fuck? Ja, das ist gesehen hier vom Alles Pat. Er muss jetzt leider ziemlich vorwärts machen, wie sie zurückkommt und wünscht euch noch einen schönen Tag. Ihr dürft gerne abonnieren. Tschüss! Ja, aber hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Jo, mir auch. Wir sehen uns ja, wenn es gut geht, vielleicht am Montag sogar schon wieder. Das wär's. Schaust du, dass du sie richtig hast? Ich versuch's. Nice! Ja. Das ist schick. So, vielleicht ist jetzt gerade noch der gute Zeitpunkt, um
schnell drüber. Oh, wieso die Sonne ist voll im Weg, Mann, was läuft? So, das war ein Tag mit dem Lionel als Switzerland, das Frauenfeld mehr oder weniger erfolgreich. Vielleicht wäre es gerade noch ein guter Zeitpunkt, um einmal schnell zu erzählen, wieso jetzt in letzter Zeit eigentlich so wenig Videos gekommen sind und wie sie in Zukunft aussehen. Es hat sich im Moment oder in den letzten 2-3 Monaten viel ereignet bei mir. Zuerst angefangen hat es eigentlich, warum ich aufgehört habe mit dem Daily Vlog. Ich hatte einfach keine Zeit gehabt. Ich hatte Uni-Prüfungen, und zwar die Abschlussprüfung, die ich noch bestehen musste, sodass ich jetzt Bachelorarbeit schreiben kann. Die habe ich zum Glück bestanden, Mathematik. Schwer genug gewesen, aber für das musste ich mega viel lernen. Bin einfach den ganzen Tag nur rumgehockt und habe gelernt. Und habe sonst wirklich nichts gemacht. Ich habe am Anfang noch ein bisschen gevloggt, habe irgendwie noch stupide Shit noch mit reingenommen und habe dann irgendwann festgestellt, hey, das ist so super langweilig. Ich habe sogar noch geschnittene Videos, die ich einfach nicht hochgeladen habe, weil ich es kacke gefunden habe. Weil es einfach super langweilig ist und das wollte ich niemandem zumuten. Dann bin ich Ende März, Anfang April umgezogen aufs Land. Da wird in Zukunft sicher auch mal ein oder andere Video kommen, wo man das sieht. Das war ein Zeitgrund. Das sind 2-3 Wochen draufgegangen für Zügeln, für alles, was damit zusammenhängt. Und dann zu guter Letzt habe ich eine Firma gegründet. Da erzähle ich euch in näherer Zukunft mehr, vor allem weil ich dann auch einmal den offiziellen Kanal auf YouTube und Facebook und so promoten. Könnt ihr ja liken oder auch nicht, seht ihr dann. So viel dazu, glaubt mir, es ist wirklich super viel abgegangen und in dieser freien Zeit, wo ich dann keine Lust hatte zum Videoschneiden, weil ich halt beruflich zum Geld verdienen auch noch Videos schneiden und so weiter und da hat man irgendwie nicht Bock, das, was man sonst schon den ganzen Tag macht, noch als Hobby zu machen. Aber jetzt werden auf jeden Fall wieder Videos kommen. Ich habe es nämlich heute mit dem Lionel gemerkt, eigentlich finde ich Videos produzieren richtig geil. Es braucht halt einfach Zeit und es ist Zeit, die man investiert, wo man nichts zurückbekommt. Das heisst, es ist wie Arbeiten, nur dass es kein Geld gibt und dann ist die Motivation eben manchmal halt doch nicht ganz so hoch. Auch wenn das jetzt sehr Geld tönt, aber man muss halt auch mal die Finanzen ein bisschen im Griff behalten. Oder man muss halt auch sich bewusst sein, was das eigentlich bedeutet, wenn man die Zeit nicht für Arbeiten, sondern für Hobby investiert. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder oder übermorgen. Bis dann, ciao zusammen. Zieh dir mal das Alpenpanorama rein.